aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. B wie Belagerungen. Die 5 Wege, eine Burg zu knacken, von Aushungern bis Unterminieren. Stellt euch vor, ihr seid Burgherr im Mittelalter. Ihr sitzt gerade gemütlich in eurer großen Halle, vielleicht mit einem Krug Wein in der Hand. Draußen scharen die Pferde im Stall und plötzlich kommt ein Bote angerannt. Herr, vor dem Tor steht ein Mann mit einem Brief. Ihr öffnet den Brief und darin steht nur eines: Fehde oder Fehdebrief. Denn im Mittelalter war die Fehde eine völlig legale Form der Selbstjustiz. Wenn sich zwei Adlige, Städte oder Herren überworfen hatten, wegen Geld, Land, Beleidigung oder manchmal sogar wegen erstaunlich banaler Gründe, konnte man seinem Gegner offiziell den Fehdebrief schicken. Rechts sehen wir eine Zeichnung aus der Zeit um 1399, also Ende des 14. Jahrhunderts, der darstellt die Übergabe eines Fehdebriefes. Und was war das wichtigste Ziel in einer Fehde? Nicht unbedingt die Vernichtung des Gegners, sondern seine Burg. Denn eine Burg war Machtzentrum, Wohnsitz, Lagerhaus, Symbol von Herrschaft und natürlich auch militärischer Stützpunkt. Wer die Burg verlor meist auch den Krieg. Und damit kommen wir zum Thema dieses Videos: die Belagerung einer Burg. Schon früh umkämpft, Burgen im 10. und 11. Jahrhundert. Belagerungen von Burgen sind keineswegs erst Phänomene des Hochmittelalters. Schon im 10. und frühen 11. Jahrhundert berichten Chroniken immer wieder von Angriffen auf befestigte Anlagen. So wurde bereits 906 die Burg Terres in Franken belagert, ebenso 954 die Burg Rostal. Während der berühmten Schweinfurter Fehde von 1003 griff König Heinrich II. Mehrere Burgen der aufständischen Adligen an, darunter auch die Burg Ammertal in der Oberpfalz. Nur wenige Jahre später, 1020, ließ der Kaiser die mächtige Burg Hammerstein am Rhein belagern, weil ihr Besitzer sich gegen die königliche Autorität gestellt hatte. Nicht jede Belagerung endete allerdings mit Erfolg. 915 scheiterten Angreifer an der Burg Hohenwil, deren Lage auf einem steilen Vulkanberg sie fast uneinnehmbar machte. Wie solche Belagerungen ausgesehen haben könnten, zeigt eine der berühmtesten Bildquellen des Mittelalters, der Wandteppich von Beaujeu aus dem 11. Jahrhundert. Auf ihm ist zu sehen, wie normannische Krieger eine befestigte Anlage angreifen, mit Leitern, Fackeln und Wurfgeschossen. Die Szene macht deutlich: Schon lange bevor Kanonen die Mauern erschütterten, gehörte die Belagerung von Burgen zum festen Repertoire mittelalterlicher Kriegsführung. Jetzt schauen wir uns die 5 klassischen Wege an, eine Burg zu knacken. Erster Weg: die Burg aushungern. Der häufigste und gleichzeitig unspektakulärste Weg war schlicht Geduld. Und so wartete das Heer der Belagerer und wartete und wartete. Wenn ein schneller Sturmangriff scheiterte, blieb nur eine Strategie: die Burg vollständig einschließen. Die Angreifer kappten alle Verbindungen nach außen. Kein Nachschub, keine Verstärkung und oft nicht einmal mehr Zugang zu Wasser. Die umliegenden Dörfer und Höfe wurden geplündert oder niedergebrannt, damit auch von dort keine Hilfe mehr kommen konnte. Doch Burgen waren genau für solche Situationen gebaut. Große Vorratsräume, Brunnen oder Zisternen und Vieh in den Ställen sorgten dafür, dass eine Besatzung lange durchhalten konnte. Manche Anlagen widerstanden einer Belagerung über Monate, in seltenen Fällen sogar über Jahre. Für die Belagerer bedeutete das ebenfalls eine enorme Belastung, denn auch sie mussten ihre Truppen versorgen und den Ring um die Burg dauerhaft aufrechterhalten.
Irgendwann jedoch kippte die Lage, meist innerhalb der Mauern. Die Vorräte wurden knapp, Krankheiten breiteten sich aus und die Moral sank. Am Ende blieb häufig nur die ehrenvolle Übergabe, um ein Blutbad zu vermeiden. Interessanterweise dauerten viele Belagerungen gar nicht so lange, wie man vermuten würde. Zahlreiche Burgen ergaben sich bereits nach wenigen Tagen oder Wochen. Beispiele von Burgen, die durch Aushungern fielen. Burg Eltz in der Eifel. Während der Elzer Fehde 1331 bis 1333 belagerte der Trier Erzbischof Balduin die Burg über 2 Jahre hinweg. Er errichtete dazu die Belagerungsburg Trutzelz. Die Bewohner mussten sich schließlich 1333 aufgrund von Nahrungsmangel ergeben. Hier sehen wir die Burg Eltz, links und rechts oben die Ruine Trutzelz. Ja, und vielleicht war es so, die Herren von Eltz übergeben Bischof Balduin den Schlüssel der Burg. Burg Hohenecken in der Pfalz. Wegen Besitzstreitigkeiten mit den Freiherren von Hohenecken ließ der Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz die Burg im Jahr 1668 belagern. Die kurfürstlichen Truppen schlossen die Anlage vollständig ein und schnitten die Versorgung der Burg ab. Nach etwa einer Woche Belagerung, in der auch die Aushungerung der Besatzung eine entscheidende Rolle spielte, mussten die Verteidiger schließlich kapitulieren und die Burg wurde vom Kurfürsten eingenommen. So könnte die Burg Hohenecken damals ausgesehen haben. Und heute ein Blick auf die Ruine der Burg Hohenecken, allerdings ist die Ruine seit dem Pfälzischen Erbfolgekrieg. Zweiter Weg: die Mauern zertrümmern. Wenn Geduld keine Option war, griffen Belagerer zu schwerem Gerät. Statt die Burg langsam auszuhungern, versuchte man nun, ihre Verteidigungsanlagen direkt zu zerstören. Dabei kamen die gefürchteten Belagerungsmaschinen zum Einsatz. Beeindruckende Konstruktionen aus Holz, Seilen und Muskelkraft. Die bekannteste unter ihnen war die Bliede, eine riesige Wurfmaschine, die Steinkugeln von bis zu 75 Kilogramm Gewicht in hohem Bogen auf die Burg schleudern konnte. Der gewaltige Schleuderarm, manchmal bis zu 20 Meter lang, ließ die Geschosse über Mauern und Türme hinwegfliegen und damit verheerende Wucht einschlagen. Die Wirkung dieser Angriffe war enorm. Dächer wurden zertrümmert, Mauern beschädigt und Gebäude im Inneren der Burg in Brand gesetzt. Meist standen die Blieden mehrere 100 Meter entfernt von der Anlage, oft auf eigens vorbereiteten Geschützstellen. Manche dieser Standorte haben sich sogar bis heute in Flurnamen erhalten, etwa als Bleidenberg oder Bliedeneck, und erinnern an längst vergangene Belagerungen. Links sehen wir so eine Konstruktion einer Bliede und rechts wird eine Stadt belagert mit enormem Aufwand. Eben auch unten rechts sehen wir die Blieden und sonstigem Gerät. Doch die Bliede war nicht das einzige Werkzeug der Angreifer. Mit Rammböcken versuchte man Tore und Palisaden aufzubrechen. Belagerungstürme, sogenannte Wandeltürme, auch eben hoch genannt, wurden an die Mauern herangeschoben, um sie zu überragen und den direkten Sturm zu ermöglichen. Und unter hölzernen Schutzdächern, den sogenannten Katzen, konnten Soldaten relativ sicher bis an die Burgmauern vorrücken. All diese Maschinen hatten dasselbe Ziel: sie die scheinbar uneinnehmbare Mauern der Burg Stück für Stück zu brechen. Links sehen wir eine zeitgenössische Zeichnung, den Einsatz eines Rammbocks. Interessanterweise ist er wie sozusagen bei einem Flaschenzug an eine Vorrichtung gehangen, so dass man ihn hin und her und natürlich kräftig schwingen konnte. Und rechts sehen wir nochmal diese Stadt, die belagert wird, eben auch hier mit diesen Belagerungstürmen, die über die Mauern ragen. Ein gutes Beispiel ist die Belagerung der Burg Rheinberg im Rheingau. Um Druck auf die Burg auszuüben, ließ der Erzbischof von Mainz 1279 eine eigene Belagerungsburg errichten, die Trutzburg Bliedeneck. Von dort aus konnten Blieden und weitere Stellungen eingesetzt werden, während zugleich der einzige Zugang zur Burg Rheinberg kontrolliert wurde. Später zu diesen Burgen und der Belagerung mehr. Hier sehen wir die Lage der Burgen Bliedeneck und Rheinberg, links oben auf erhöhter Position und rechts unten die Burg Rheinberg. Dritter Weg: über die Mauern.
Der dritte Weg, eine Burg einzunehmen, führte direkt über die Mauern. In diesem Fall versuchten Angreifer, die Befestigung im Sturm zu überwinden. Dazu wurden Sturmleitern angelegt oder große Belagerungstürme, Wandelturm oder auch eben hoch genannt, an die Mauern herangeführt, von denen aus die Angreifer auf die Wehrgänge gelangen konnten. Ziel war es, schnell in die Burg einzudringen und die Verteidiger zu überwältigen. Solche Sturmangriffe waren jedoch äußerst gefährlich. Auf den Mauern warteten die Verteidiger und versuchten, die Angreifer mit allen verfügbaren Mitteln abzuwehren. Von den Wehrgängen wurden Pfeile und Armbrustbolzen geschossen, außerdem Steine hinabgeworfen. Auch hier wieder eine zeitgenössische Darstellung, die Belagerung einer Burg, hier schon mit Hakenbüchsen, und die Verteidiger werfen Steine, es fliegen eben diese Armbrustbolzen, aber auch natürlich haben diese auch Hakenbüchsen. In vielen Dokumentationen wird behauptet, Verteidiger hätten bei der Belagerung heißes Wasser oder sogar siedendes Pech auf Angreifer von den Mauern gegossen. Diese Vorstellung geht jedoch vor allem auf dramatische Darstellungen des 19. Jahrhunderts zurück. Praxis wäre Wasser während einer Belagerung viel zu wertvoll gewesen, da es als Trinkwasser dringend benötigt wurde. Auch Pech war ein kostbares Material und wurde vor allem im Bauwesen verwendet. Zudem hätte das Erhitzen größerer Mengen innerhalb der Burg ein erhebliches Brandrisiko dargestellt. Historisch wahrscheinlicher ist daher, dass Verteidiger hauptsächlich Steine, Holzstücke oder andere Wurfgeschosse eingesetzten und Angreifer mit Bögen oder Armbrüsten bekämpften. Neben solchen einfachen Verteidigungsmitteln sind auch Tongefäße mit ungelöschtem Kalk überliefert, die von den Mauern auf Angreifer geworfen wurden. Beim Zerbrechen entstand eine stark reizende Staubbeuge, die Augen und Atemwege angreifen konnte. Teilweise wurden solche Gefäße auch mit sogenannten Krähenfüßen, kleinen eisernen Fußnageln gefüllt, die nach dem Aufschlagen am Boden liegen blieben und beim Betreten schmerzhafte Verletzungen verursachten. Auf der Feste Coburg sind solche Kalktöpfe, auch Blendtöpfe genannt, ausgestellt und davor liegen eben diese eisernen Krähenfüße. Aus diesem Grund versuchten Angreifer häufig, den Sturm möglichst schnell und überraschend durchzuführen, oft auch in der Nacht. Gelang es jedoch nicht, die Mauern zu überwinden, blieb den Belagerern meist nichts anderes übrig, als wieder zur klassischen Belagerung überzugehen und die Burg über längere Zeit auszuhungern oder ihre Mauern zu zerstören. Vierter Weg: unter die Mauern. Eine besonders wirkungsvolle Methode der mittelalterlichen Belagerung war die Unterminierung von Mauern und Türmen. Dabei versuchten Angreifer, durch Tunnel das Fundament der Burgbefestigung zu untergraben. Diese gefährliche Arbeit übernahmen spezialisierte Soldaten, die sogenannten Mineure. Von einem geschützten Punkt im Belagerungslager aus gruben sie Stollen unter die Mauern oder Türme der Burg, um deren Standfestigkeit zu schwächen. Hier sehen wir eine zeitgenössische Darstellung, wie die Mineure arbeiten unter dem Schutz eines säulernen Daches sogar. Hier haben wir die Belagerung einer Burg und links sehen wir die Grube für die Mineure, die sich Richtung Burg arbeiten. War der Tunnel fertiggestellt, wurden im Inneren hölzerne Stützen eingesetzt, die das Gewicht der Mauern zunächst abfingen. Anschließend zündeten die Angreifer diese Stützen an. Sobald das Holz verbrannt war, verlor die darüber liegende Mauer ihren Halt und konnte einstürzen. Durch die entstandene Bresche versuchten die Belagerer dann direkt in die Burg einzudringen. Ab dem 15. Jahrhundert wurde für solche Sprengungen teilweise auch Schießpulver eingesetzt. Solche Unterminierungen sind bereits seit dem 12. Jahrhundert bei Belagerungen belegt. Ein Beispiel aus dem deutschen Raum ist die Belagerung der Burg Hohenzollern im Jahr 1423 durch den Schwäbischen Städtebund. 10-monatige Belagerung. Wurde auch versucht, Teile der Befestigung zu untergraben. Die Belagerer setzten verschiedene Belagerungstechniken ein, darunter auch die Bergbauarbeiten unter den Mauern, um die starke Festung zum Einsturz zu bringen. Die Burg wurde schließlich zerstört. Wenn wir heute von der Burg Hohenzollern sprechen, haben wir dieses Bild im Kopf, diesen fantastischen Wiederaufbau der Burg. Jedoch sah es im Mittelalter etwas anders aus. Hier etwas schlichter dargestellt, ein Rekonstruktionsversuch. Und hier sehen wir die Ruine der Burg Hohenzollern vor dem Wiederaufbau.
Fünfter Weg: List und Verrat. Neben Belagerungsmaschinen, Sturmangriffen oder Tunnelarbeiten gab es noch einen anderen Weg, eine Burg zu erobern: List und Verrat. Denn so stark die Mauern einer Burg auch waren, letztlich hing ihre Sicherheit immer von der Treue und Wachsamkeit der Besatzung ab. Wurde ein Wächter bestochen oder ein Tor heimlich geöffnet, konnten Angreifer plötzlich mitten in der Burg stehen. In solchen Fällen genügte oft ein kleiner Trupp, der nachts eindrang und anschließend das Haupttor für die übrigen Soldaten öffnete. Mittelalterliche Chroniken berichten immer wieder von solchen Täuschungen. Angreifer gaben sich zum Beispiel als Händler, Pilger oder Boten aus, um in die Nähe der Burg zu gelangen. Wenn die Verteidiger unaufmerksam wurden, nutzten sie diesen Moment, um die Tore zu öffnen oder Wachen zu überwältigen. So konnten selbst sehr starke Burgen fallen, ohne dass eine lange Belagerung notwendig war. Ein bekanntes Beispiel aus dem Mittelalter: Die Pfalz Kaiserwerth am Rhein wurde 1062 durch eine List eingenommen. Der junge König Heinrich IV. Wurde auf ein Schiff gelockt und entführt. Dadurch gelangte die Anlage in die Hand der Verschwörer um Erzbischof Anno von Köln. Hier entschied nicht ein Sturmangriff, sondern eine politische Intrige über die Kontrolle der Burg. Hier sehen wir die Burg Kaiserwerth oder die Pfalz Kaiserwerth, etwa im 16. Jahrhundert durch Merian gezeichnet. Und hier ein Blick auf die heutige Ruine der Burg oder Pfalz Kaiserwerth. Wie verteidigte man eine Burg? Burgen waren nicht nur Wohnsitze des Adels, sondern vor allem militärische Verteidigungsanlagen. Schon ihre Architektur war darauf ausgelegt, Angreifer möglichst lange aufzuhalten oder ganz abzuwehren. Zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gehörten hohe und starke Ringmauern, auf denen sich Wehrgänge mit Zinnen befanden. Von dort aus konnten Verteidiger die Umgebung beobachten und Angreifer bekämpfen. Zusätzlich gab es Schießscharten, durch die Bogenschützen oder Armbrustschützen Pfeile und Bolzen abfeuern konnten, während sie selbst weitgehend geschützt blieben. Weitere Hindernisse waren Wassergräben, Zugbrücken und Fallgatter, die den Zugang zur Burg erschwerten und Angreifer an eine engen Stellen aufhielten. Neben der passiven Verteidigung gab es auch aktive Gegenmaßnahmen. Viele Burgen besaßen eine kleine, versteckte Tür in der Mauer, die sogenannte Poterne. Durch diese konnten Boten unbemerkt die Burg verlassen oder Verteidiger überraschende Ausfälle gegen die Belagerer unternehmen. Solche Angriffe richteten sich häufig gegen Belagerungsmaschinen, Lager und Vorräte der Angreifer. Gelang ein solcher Ausfall, konnte eine Belagerung erheblich verzögern oder sogar zum Abbruch zwingen. Links in der Zeichnung sehen wir so eine Poterne und natürlich auch noch unten eine weitere, ein Ausfalltor, die hinausführt. Manche sagen auch im Prinzip, ja, ich weiß, es ist die heimliche Ausfalltür sozusagen, dass man von der Burg flüchten könnte. Und rechts sehen wir diese Poterne auf der Burg Lichtenberg in der Pfalz. Burgen gegen Kanonen. Mit dem Aufkommen von Feuerwaffen und Kanonen im Spätmittelalter veränderte sich die Kriegsführung grundlegend. Während hohe und massive Steinmauern zuvor als nahezu unüberwindbar galten, wurden sie durch die zunehmende Schlagkraft von Geschützen immer verwundbarer. Besonders seit dem 15. Jahrhundert konnten schwere Kanonen selbst starke Burgmauern innerhalb weniger Tage beschädigen oder zum Einsturz bringen. Damit verlor die klassische hochmittelalterliche Burg langsam ihre militärische Überlegenheit. Zeitgenössische Militärfachleute suchten deshalb nach Möglichkeiten, die Befestigungen an die neue Waffentechnik anzupassen. Einer von ihnen war der Amberger Feuerwerker Martin Merz, der im Dienst der Pfalzgrafen stand und als erfahrener Kanonier galt. Er empfahl, Burgmauern durch eine Erdholzkonstruktion zu verstärken. Der Grund dafür war einfach: Während massive Steinmauern unter dem Aufprall von Kanonenkugeln leicht aufbrachen, konnten Erde und Holz die Wucht der Geschosse besser aufnehmen und abfedern. Hier sehen wir so eine Zeichnung von Martin Merz aus seinem Feuerwerkerbuch, wie man im Prinzip die Burg verstärken konnte mit Holzverkleidung sozusagen und Holzzäunen etc., die im Prinzip die Kanonenkugeln besser abfedern konnten.
Solche Überlegungen zeigen, wie schnell sich die Belagerungs- und Festungstechnik im 15. und frühen 16. Jahrhundert weiterentwickelte. Aus den mittelalterlichen Burgen entstanden nach und nach neue Befestigungsformen mit breiteren Mauern, Erdwällen und später bastionierten Festungen. Die Zeit der klassischen Ritterburg als militärische Verteidigungsanlage ging damit allmählich zu Ende. Zwei berühmte Belagerungen. Zum Abschluss schauen wir uns noch zwei Burgen genauer an, die im Laufe ihrer Geschichte belagert wurden. Burg Rheinberg, belagert von 1279 bis 1280. Die Burg Rheinberg liegt auf einem heute bewaldeten Bergsporn über dem Wispertal im westlichen Hessen, auf dem Gebiet der heutigen Stadt Lorch im Rheingau. Der langgestreckte Sporn fällt zu beiden Seiten steil zu den Tälern kleiner Nebenbäche der Wisper ab und bot daher eine natürliche Verteidigungsposition. Wahrscheinlich entstand die erste Burg bereits im 12. Jahrhundert unter der Oberhoheit der Mainzer Erzbischöfe und wurde von den Rheingrafen als Lehen gehalten. Ihre Lage machte sie zu einer wichtigen Grenzburg des Rheingaus, die den Zugang zu den Tälern und Verkehrswegen des Hinterlandes kontrollierte. Rechts sehen wir das Luftbild mit Blick auf den Bergfried bzw. Wohnturm und der Kernanlage der Burg. Die Anlage selbst war etwa 120 Meter lang und rund 25 Meter breit und zog sich in Nord-Süd-Richtung über den schmalen Grat des Berges. Auf dem höchsten Punkt der Kernburg stand ein massiver mehrgeschossiger Hauptturm mit bis zu 2 Meter starken Mauern, der zugleich Wehrturm und Wohnbau war. Umgeben war dieser Bereich von Ringmauern und Höfen, die durch Gräben und Zwinger gesichert waren. Nördlich schloss sich eine große Unterburg an, während der Zugang über den Grat durch Toranlagen und weitere Befestigungen geschützt wurde. Die langgestreckte Form der Burg folgte dabei direkt der natürlichen Topographie des schmalen Bergkamms. Links sehen wir den Grundriss der Kernburg der Burg Rheinberg und rechts der Versuch einer Rekonstruktion der Burg. Ihre dramatische Episode lebte die Burg jedoch im Jahr 1279. In einer Fehde zwischen dem Mainzer Erzbischof Werner von Eppstein und aufständischen Ministerialen, darunter der Rheingraf Siegfried und der Truchseß von Rheinberg, wurde die Burg zum Ziel eines großen militärischen Unternehmens. Um die hochgelegene Anlage effektiv angreifen zu können, errichteten die Belagerer eigens mehrere Belagerungsstellungen in der Umgebung. Etwa 500 Meter nördlich entstand die sogenannte Trutzburg Bliedeneck, eine eigens angelegte Befestigung für die Belagerung. Von ihr aus konnten schwere Blieden, große mittelalterliche Wurfmaschinen, auf die tiefer gelegene Burg Rheinberg feuern. Zusätzlich wurde auf einem gegenüberliegenden Hang die Aachener Schanze angelegt, eine weitere Stellung für Belagerungsgerät. Von diesen erhöhten Positionen aus konnten die Angreifer die Burg systematisch unter Beschuss nehmen und zugleich den gesamten Bergsporn kontrollieren. Hier sehen wir die schematische Darstellung der beiden Burgen, links Bliedeneck, von der aus geschossen wurde, und rechts unten die Burg Rheinberg. Hier sehen wir den möglichen Grundriss der Burg Bliedeneck, die natürlich auch mit Halsgraben, Wällen usw. angelegt wurde, aber im Prinzip so bestand, dass man dort auch Blieden eben aufstellen konnte. Und rechts sehen wir den Halsgraben und das Hauptburgplateau der Burg Bliedeneck. Die Belagerung dauerte mehrere Monate. Schließlich gelang es den Truppen des Erzbischofs, die Verteidiger zu überwältigen. 1280 fiel Burg Rheinberg in die Hände der Angreifer und wurde weitgehend zerstört. Die aufwendige Belagerung war so kostspielig, dass der Erzbischof allein für die militärische Aktion eine Entschädigung von 1000 Mark verlangte. Zwar wurde die Burg später noch einmal aufgebaut und zeitweise wieder genutzt, doch ihre strategische Bedeutung nahm im Laufe der Jahrhunderte ab. Heute sind nur noch Ruinen der Mauern und der mächtige Turmrest erhalten. Stille Zeugen einer mittelalterlichen Belagerung, bei der eigens neue Befestigungen und Belagerungsstellungen geschaffen wurden, um eine einzige Burg zu bezwingen. Hier sehen wir die Ruine des Torbaus im Bereich der Kernburg. Und hier ein Blick in diesem Wehrturm bzw. Wohnturm, einmal links innen, einmal rechts außen. Burg Tannenberg in Hessen, belagert und zerstört 1399.
Die Burg Tannenberg liegt auf einem rund 335 Meter hohen Berg am Rand des Odenwaldes oberhalb von Seeheim-Jungenheim in Hessen. Von hier aus bot sich ein weiter Blick über die Rheinebene und die Bergstraße, eine der wichtigsten mittelalterlichen Handelsrouten der Region. Die Burg wurde vermutlich bereits um 1210 von Kuno I. von Münzenberg begonnen und der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts weiter ausgebaut. Sie diente dazu, das südliche Herrschaftsgebiet der Münzenberger zu sichern. Nach dem Aussterben der Familie gelangte die Anlage an verschiedene Adelsgeschlechter und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer Ganerbenburg, als einer Burg mit vielen Teilbesitzern. Hier sehen wir einen Rekonstruktionsversuch, das mögliche Aussehen der Burg Tannenberg etwa im 14. Jahrhundert. Baulich handelte es sich um eine relativ kleine, aber gut gesicherte Gipfelburg mit ovalem Grundriss. Im Zentrum der Anlage stand ein zylinderförmiger Bergfried, umgeben von einer Ringmauer und einem engen Zwinger, der Angreifer zusätzlich aufhalten sollte. Mehrere Gebäude lagen frei im Burghof, darunter vermutlich auch eine Burgkapelle, während Vorburgen zusätzlich Wirtschafts- und Stallgebäude aufnahmen. Der Zugang erfolgte über eine Zugbrücke und mehrere Toranlagen. Trotz ihrer militärischen Funktion war die Burg komfortabel ausgestattet, etwa mit Flachglasfenstern, Kachelöfen und kunstvoller Keramik, was auf ein gehobenes Leben der adligen Bewohner hinweist. Hier sehen wir den Grundriss der Gesamtanlage der Burg Tannenberg, unter A die Kernburg, unter B den Zwinger, C die Vorburg und D der Torbau und unter E sind Vorwerke. Weiter vorne liegen auch noch Wälle und Gräben. Im späten 14. Jahrhundert geriet die Burg jedoch in einen zweifelhaften Ruf. Mehrere ihrer Besitzer, unter ihnen Hartmut von Kronberg, nutzten die Anlage als Stützpunkt für Fehden und Überfälle entlang der wichtigen Handelswege der Bergstraße. Kaufleute und Städte fühlten sich bedroht, so dass sich rheinische Fürsten und mehrere Reichsstädte zu einem Bündnis zusammenschlossen, um gegen diese sogenannten Raubritter vorzugehen. Schließlich zog im Sommer 1399 ein großes Aufgebot unter Führung von Pfalzgraf Ruprecht III. Vor die Burg Tannenberg, um sie endgültig zu beseitigen. Die Belagerung entwickelte sich zu einem spektakulären Kampf. Zunächst konnten die rund 65 Verteidiger einen Sturmangriff abwehren. Doch die Belagerer brachten schwere Bliten und frühe Kanonen, sogenannte Steinbüchsen, in Stellung. Besonders gefürchtet war die riesige Frankfurter Steinbüchse, die mit gewaltigen Basaltkugeln von über 500 Kilogramm Gewicht auf die Mauern feuerte. Nach zahlreichen Treffern wurde die Befestigungen schwer beschädigt und schließlich traf ein Geschoss den Bergfried, der teilweise einstürzte. Vielleicht sah die Belagerung der Burg Tannenberg so aus. An allen Seiten kracht und schippert es und im Vordergrund steht die Frankfurter Steinbüchse. Hier sehen wir so eine monströse Steinbüchse, die ist hier Mons Mac genannt und steht in Schottland, da die Frankfurter Steinbüchse seit der Belagerung der Burg Tannenberg verschwunden ist. Am 21. Juli 1399 musste die erschöpfte Besatzung kapitulieren. Die Burg wurde anschließend systematisch zerstört und nie wieder aufgebaut. Archäologische Funde, darunter Geschosse der Belagerung und die berühmte Tannenberger Büchse, eine der ältesten bekannten Handfeuerwaffen Europas, machen die Belagerung der Burg Tannenberg heute zu einem der eindrucksvollsten Beispiele für den frühen Einsatz von Feuerwaffen im mittelalterlichen Belagerungskrieg. Hier sehen wir die heutigen freigelegten Bereiche der Burg Tannenberg. Und hier sehen wir die Tannenberger Büchse, die heutzutage im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg aufbewahrt wird. Und rechts sehen wir einen Schützen, der diese Tannenberger Büchse bzw. eine Stabbüchse mit einer Lunte zündet. Schlusswort. Belagerungen gehören ohne Zweifel zu den dramatischen Kapiteln der Burgenwelt. Chroniken berichten von Sturmangriffen, Belagerungsmaschinen, Tunnelarbeiten oder Verrat. Dennoch sollte man eines nicht vergessen. Die meisten Burgen wurden nie belagert. Sie dienten in erster Linie als Wohnsitz des Adels, als Verwaltungszentrum und als sichtbares Symbol von Macht und Herrschaft. Nicht als ständig umkämpfte Kriegsschauplätze.
Wenn es jedoch tatsächlich zu einer Belagerung kam, entschieden meist Geduld, Logistik, Technik und manchmal auch List darüber, wer am Ende die Kontrolle über die Burg gewann. Gleichzeitig halten sich bis heute viele spektakuläre Geschichten über mittelalterliche Belagerungen. Besonders häufig hört man Erzählungen darüber, dass angeblich brennende Tiere oder Leichen in die Burgen geschleudert worden seien. Solche Berichte stammen oft aus übertriebenen Chroniken oder aus späteren Ausschmückungen und gehören eher zu den Mythen der Burgenwelt als zur gesicherten Praxis. Die Realität war meist schon hart genug. Aushungern, Beschuss, Unterminierung, Sturmangriff oder Verrat waren die tatsächlichen Mittel, mit denen Burgen erobert wurden. Auf welcher Burg wart ihr schon, die nachweislich belagert wurde? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.